so. Der Grund war, dass vor einem Jahr die saarländische Landesverfassung geändert worden ist. Da waren wir sehr froh, sehr stolz, glücklich. Wie sagt man oft in der Politik, man muss manchmal dicke Bretter bohren, und da haben wir 10, 12 Jahre gebohrt und dann haben wir an diesem Tag den Durchbruch erreicht. Und es gilt jetzt, diese Verfassungsänderung ins praktische Leben zu überführen. Viele haben gefragt, was haben wir denn davon, dass die Verfassung geändert wird? Wenn ich schnotterig bin, würde ich sagen, naja gut, die Kinder nehmen in der Schule die saarländische Verfassung durch und da steht dann im Artikel 12 drin, man darf niemanden diskriminieren, auch nicht wegen seiner sexuellen Orientierung. Da sind wir ja schon jetzt einen großen Schritt weiter. Ich will nur einen Punkt anfügen. Es gibt ein Kinderhilfezentrum hinter dem Saarbrücker Hauptbahnhof. Dort werden Frauen begleitet, die eine künstliche Schwangerschaftsbefruchtung haben wollen. Es gibt es auch im heterosexuellen Bereich nur für verheiratete Frauen, aber Lesben, die verpartnert sind, also ein ähnliches Äquivalent haben vom Familienstatus her, wird diese künstliche Befruchtung auch heute noch verweigert. Man kann darüber streiten, unsere Juristen sind der Meinung, dass diese Richtlinie keine juristische Wertigkeit haben. Es ist eine Empfehlung, aber kein Gesetz. Aber die Ärzte des Saarlandes berufen sich auf diese Richtlinie. Gut, ich wünsche euch